Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Wir sind da gerade noch in der Rollenspielwelt. Ich glaube, das ist in meinem Kopf wieder, weil der Harvey ist auch da. Obwohl alle miteinander auch da sind. Ich komme nicht ganz raus, wie das geht, aber wir sind eh alle durchgetragen. Schreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Ja, ist gut. Kämpfen wir? Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Geh schlafen. Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Natürlich. Klar. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Ja. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Die Schlacht. Genau. Okay, 2 sind am Pennen. Jetzt wird einfach die Kugel ins Lager führen. Versuchst, die Kugel über dem Feuer zu rösten. Das dauert eine Weile. Peter ist dran. Was? Aber Schnippo schläft doch schon längst. Ach ja, die Kugel zu rösten hat nichts gebracht. Reich dir mal 3 Stamina-Punkte weg. Was? Was sind Stamina-Punkte? Droggelbecher? Nein, nicht mit der Rüstungsklasse. Nein, danke, Lilligrim. Behalt die ruhig. Also, geheimnisvoller Wanderer. Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Ja. Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lilligrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lilligrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden geprüft. Ja, wir können da leider nichts machen. Gut, die Kugel steckte, aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Nehmen wir doch noch das Holzscheiter. Okay, jetzt rein! Ja, jetzt muss ich jedes Mal rundherum laufen. Das ist mir für Geier. Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogelot? Droggelbecher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lilligrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Okay. Noch nicht. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht Man ausgeht. kann Holzscheit mehr. Mach dir keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach, bis das letzte Holz verbrannt ist. Geh pennen. Wieso dann noch nicht? Das Lagerfeuer, wo ist denn... Schade. Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuerprasseln gebrannt. Ich muss sie im Feuer gelassen haben. Stellt euch das Prasseln einfach vor. Aber sie haben ja das Feuer vor sich aus all diesen... Die vermummte Spiel. Gestalt saß komisch. Ich kann aus welchem Sourcebook...
Du kannst auch noch morgen. Leg dich für heute. Denk an die erfolgreichste. Also sei ein... Nein, Mann, will nicht. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf. Klitter, klitter, klitter. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Aha. Ah, schau mal, Koboldklan, da geht's ja weiter. Oh man. Ah, Sieh an. Ist das etwa die legendäre Streitmacht Rotmotigo? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. also einer lässig. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Späher haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lillegrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Was denn? Was haltet mich zurück? Vom hässig werden, ich will hässig werden. Tierisch hässig. Ganz fest am Brüllen. Okay, wieder im Noch nicht das Feuer. Scheiß auf das Vieh. Ich muss, stellt euch das... Du siehst, mach mal. Du die vermummte aus. Etrulla war... Sieht sie dieses Amulett, das meine geheime Herkunft verrät? Ich weiß nicht. Trägst du es unter der Robe? Schon, aber Dann nicht. schade. Mach mal ein Ja. Nippo. Droge weg. Ein Droge weg. Na gut. Leg dich ruhig, ich passe schon auf. Ich mach mal einen Schnitt. Dass das Feuer... Du mal schauen. Warum so aufgeregt, Lillegrim? Jetzt hat's eine Hast neue du etwa Option. irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Es besteht kein Ah ja, Grund stimmt. zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts ist so dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Lilly, fang an durchdrehen. Nichts. Spar dir deine... Die Kobolder, ich frage mich... Macht ihr kein... Ich bleib... Geh schlafen. Aber ach, lass, du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Ja. Freust du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf gefunden habe? Tja, aber was willst du dagegen unternehmen? Deine Freunde habe ich längst um den Finger gewickelt. Und solange niemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Du musst, Lilly. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Wird hässig. Gibt's Leg mal dich ruhig, ich passe schon. Die Kobold... Ich... Ah. Gehen wir nochmal Gib dahin? dir solange wir nicht anders. Geh lieber. Einfach nichts. Ja, so ein Sicherheitsventil hat es doch da. Das geheißen, aber da siehst du doch kein Sicherheitsventil. Sehr trocken. Ich mache rasch einen Schnitt. Ich habe
so ein bisschen umschauen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich habe es herausgefunden. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Ich habe einfach immer wieder nochmal mit allen geredet. Mir ist aufgefallen. Schaut seine Augen an. Wenn jetzt eben das Gespräch wieder abbricht, dann gehen die Augen wieder auf. Yeah, alright. Schau mal, geheimnisvoller NPC, was ich mache. Schau mal. Die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Klötter, Klötter, Klötter. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie Rollenspiel, nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen. Mich stört's Pfeife nicht. Passiert. Dich? Ich muss dich eindringlich bitten, Ist doch schön. diesen Hey. Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Ist doch gemütlich, so. Hä? Wow, Das okay. ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Dieser Ton Ja. muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen. Puff. Oh wow. Was ist mit dem Rosaroten? Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Lilly. Allen Wow. voran Lillegrim, die wutentbrannte Berserker-Schwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Rot Motigor Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Das stimmt. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Perfekt haben wir das gespielt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly. Arme, törichte Lilly. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Blub. Blub. Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wacke? Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks, Schnippo. Nein, ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Was ist das? Oh. Jetzt sieht sie alles. Oh shit. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht.
Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Arme Lili. Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Okay. Ich bin jetzt gerade nicht rausgekommen, ob das irgendeinen Einfluss hat, dass sie es jetzt erfahren hat oder nicht. Weil ich finde es recht schlimm, dass sie da jetzt die Wahrheit erfahren hat. Ich finde, ja, Kobolds sind herziger gewesen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, he? Und ich denke, es wird nicht mehr allzu lange gehen, dann ist das Spiel fertig. Gell, Lili? Bis dann. Peace.